Hauptsächlich Wegdekeier befasst mit dem Covid-Virus und zwar mit einer Aktualitätsstunde zum Austritt an Etappen aus dieser Covid-Pandemie. Das ist der Befrau von der CSV, dürfen ihre Sprecherin, aber da macht Ihnen Hansen ein herzliches Merci. Generell ist zu sagen, dass diesen Willen normal leben kann, so wie wir an der Pandemie. Wenn das Pandemie an die rübergeht oder benennen könnt, das hängt aber von vielen Faktoren ab, da muss ich aber direkt sagen, dass sie in der Zukunft müssen mit diesem Coronavirus leben und das soll aber so weit wie möglich in den normalen Umständen garantiert gehen. Für das zu garantieren, braucht es am Land erstens Méi Previsibilitéit an der aktuellen Krise. Was am meisten verunsichert als Tatsache, dass sie keine mittel- und langfristige Decisionen für das Leben können holen. Die Regierung muss also endlich Prävisionen aufstellen, so was Parameter sind, nach denen sie in Zukunft Decisionen holen wird. Man muss nur wissen, wenn jemand offiziell kann davon ausgehen, dass diese Pandemie arriva ist. Aber wir wissen, dass man mit diesem Coronavirus viel erleben. Die Regierung muss das mit der WHO zusammen eine klare Prozedur aufstellen, für den von der Prozedur von der Pandemie festzustellen. Die psychologische Gesundheit von vielen Leuten am Land ist nicht gut und das ist auch der Regierung bekannt. Dafür muss garantiert gehen, dass die betroffenen Leute verstärkt psychologisch und psychiatrisch eine Hilfestellung kriegen können. Dem gegen den Coronavirus darf nicht zu einer Zwee-Klasse-Gesellschaft führen, wo die w.e.g mehr dürfen wie die anderen. Die absolute Freiwilligkeit muss garantiert bleiben, wie das auch der Conseil d'Europe an einer Resolution festgehalten hat. Auch wenn ein europäischer Impfpass soll kommen, muss klar sein, dass es keine unterschiedlichen Rechte für Geimpfte und Nicht-Geimpfte darf gehen. In dem Sinn erlaube ich mir, Herr Präsident, eine Motion zu deponieren. Merci, Herr Engelen. Frei als ADR als het klar, dat wat bis genau geimpft sind, müssen Restriktionen basierend auf Parametern es fallen und das Leben muss sich normalisieren, und zwar ohne Schad für als Grundrechte. Positiv am Kontext von der Pandemie gesehen wir auch Schnelltester. Er muss aber nach an einer Prozedur geschafft gehen, wie die zum Ersatz kommen, respektiv gehandhabt kann gehen. Man hat man zwei Mittel, wie man könnten relativ kurzfristig zu einer Normalität zurückkommen. In diesem Kontext will man wohl nicht vergessen, dass Forschung an einem geeigneten Medikament soll am Mist schaffen. Die Leute am Land wollen und müssen können normal leben, auch für die Ökonomie nächsten mehr normal kann drehen, was ja für als Finanzen ein wichtiger Faktor ist. Mir all das verhindert nicht, dass wir uns Gedanken machen über das allgemeine Pandemiegesetz. All die Restriktionen, die wir das letzte Jahr im Kader von Corona geholt haben, wurden an der Zeitdruck und an der Not rausgeholt. Einzelmaßnahmen, spezielle Sachen, Grundrechte, sind bis heute noch nicht ganz geklärt. Bei der Einschränkung von den Grundrechten muss auch gucken, ob die angemessen wären zum Verhältnis zu der Pandemie. Diese Maßnahmen müssen mit unseren Grundrechten an der Verfassung und noch mit den internationalen Verträgen kompatibel sind. Auch hier haben wir als Bedenken auf folgende Punkte. Erstens der Ausgangssperre, zweitens Vorschriften, wie bei sich daheim dürfen empfangen. Mehr als ADR sind der Meinung, dass in Zukunft muss garantiert gehen, wenn eine Abschneidung von unseren Grundrechten kommt, die an unserer Verfassung verankert sind, dann auch muss die Chamber mit einer 2/3 herüber befanden. Ich erinnere an eine Proposition de loi von meinem Kollegen Herr Reding, die Maßnahmen, die an einer Metadekrise geholt gehen, eine Kontrolle von einem Verfassungsgericht zu unterwerfen. Der ADR redet als einzige Partei an der Chamber schon lange die Ouverture vom Horeca-Secteur, das natürlich am Respekt zu den Sicherheitsmaßnahmen. Es kommt ja keine Infektionskette festgestellt gehen,
Das ist unserer Meinung nach nicht angemessen, was da geschieht ist an uns. Zum Schluss noch ein Wort. Ja, ich habe noch eine Motion, die habe ich noch vergessen. Ich wollte an diesem Kontext reformieren, Herr Präsident. Merci, Herr Engelen. Herr Präsident, zum Schluss noch ein Wort. Wenn diese Pandemie benennen könnt, da muss eine komplette Analyse gemacht gehen von dieser Pandemie, von allen Faktoren. Zum Beispiel speziell was die juristische Rechtmäßigkeit anbelangt zu einzelnen Maßnahmen, aber auch eine detaillierte Analyse zum LSRT. Dazu hat mir ja schon einen Brief gemacht, die Präsidentin von der Kommission de l'exécutif budgétaire, auch vom Spidolswesen, an eine generelle Gesetzesproposition für mehr Betten an die Spitäler zu schaffen und noch eine Reserve zu schaffen. In dieser Analyse muss auflesen, dass wir uns müssen an der EU mich stark intern aufstellen, dass die Einzelproduktion nicht anbelangt. Hier sind wir zu viel abhängig von Ländern außerhalb der EU und das könnte uns mal zum Verhängnis gehen, aber wir sind diese Länder ausgeliefert, was ungesund ist. Ich sage nicht merci für die Aufmerksamkeit.